Zu Asch und Parking vun eng bekannten Discounter schi seit geraumer Zeit Farwegcontainerin, mat spezieller Fassade an net so richte Fënsteren. Wadet du mat der Obse schwet, a fir wer de Plastikflaschen op der Passat gesäit, dat gesider lo. Wir sind spazieren gegangen und das mein Boxfutti gegangen und ich hatte die Idee, für keine neue Box mehr zu kaufen. Und da ist es darum gegangen, für Leute so, was können wir da machen? Und du hast ganz viele Gedanken gemacht, was können wir machen mit Kleidern, was können wir machen für zu bauen, was können wir machen mit Jessen. Und es ist all gut in du Gedanken raus aus ein Biniou entstehen. Und dann haben wir uns auf sich gemacht, noch einen Platz, wo wir das können machen und noch die Suchen, die wir bräuchten, für das zu realisieren. Wir bauen ab diesem Jahr Biniou Village. Und das soll auch heute zuerst sein. Das ist mir vom Bauen so eine Struktur wie das, just viel mehr groß. Und die kriegt auch viel mehr Aufgaben wie dieser Bau, kriegt mehr Funktionalitäten. Und die verbinden noch zwei Quartiere in Heimat. Das ist ein ganz großes Projekt, das wir starten. Dann haben wir ein anderes Projekt, das wir im Gang sind, viel zu bereden. Das gibt ein Restaurant, ein ganz extra Restaurant. Zielgruppe ist, das sind Menschen, die sich Gedanken machen rund um Kleider. Wie gehen Kleider gemacht? Für was gehen sie so gemacht? Für was müssen sie so weit transportiert gehen? Für was müssen die Konditionen von denen normalen Kleider, wo sie hergestellt gehen, so exekrabel, miserabel schlecht sind? Für was machen wir so viel Umweltfutti für Kleider zu machen? Die Menschen, die sich doch rundherum Gedanken machen, das ist für uns die Zielgruppe vom Projekt Biniou. Die kommen von Privatleuten. Das ist wichtig zu nehmen, dass wir erstens, dass wir industriell schütten, refusieren. Das heißt, wir holen nicht Restposten von der Industrie oder von einem großen Boutique, weil wir meinen, dass sie besser hätten, die Kleider selber zu verschenken oder selber für uns zu verschaffen, zum Beispiel. Menschen wie du und ich, die einfach in der so ich habe zu viel Kleider und die tun ich nie mehr und ich will die fortgehen. Genau die Kleider auf die Fremas. Seit in diesem Gebäude haben ungefähr 100 Leute mitgeholfen. Und bei den 100 Leuten sind 70 Leute, 80 Leute, die haben bei der Fassade mitgeschafft, für die so schön zu machen, wie sie los ist. Und die anderen 20, vielleicht waren es auch 21, die haben Dateien gebaut und zusammengesetzt.